Namen Gottes, am Allmächtigen, darf ich euch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Euch meine ich natürlich im Livestream. So gut sind ihr heute Morgen dabei. Schön habt ihr euren Computer, euer iPad, euer Phone, TV, was auch immer angeschaltet und sind heute Morgen verbunden mit uns da im Gottesdienst. Herzlich willkommen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass der Heilige Geist am Wirken ist bei euch in der Stube. Dass ihr dürft wirklich im Geist, im Namen Jesu verbunden sein mit uns da im Gottesdienst. Und natürlich begrüße ich alle von euch ganz herzlich, die dürfen live heute Morgen dabei sein. So schön sind ihr da. Hey, ich finde die Atmosphäre hier ist mega cool. So eine gute, gemütliche Stubenatmosphäre. Sind herzlich willkommen und geniessen. So schön habt ihr euch auch an die Vorgaben gehalten. Das ist wichtig, dass wir das machen. Darum noch einmal mehr eine Erinnerung. Hey, es ist gut, wenn wir die Abstände einhalten. Es ist gut, dass wir uns auf Distanz willkommen heißen. Ich meine, Hug from Distance, das funktioniert, gell? Man tut sich einfach lieb anlächeln. Klar, es ist nicht das Gleiche, aber wir machen das jetzt halt so, gell? Und auch noch zum Stuhl-Layout. Das ist sehr durchdacht, wie wir das hier innen aufgebaut haben, dass wir es möglichst maximieren mit möglichst vielen Leuten hier innen. Haben wir geschaut, dass überall die Abstände eingehalten werden. Darum sind wir mega froh, wenn ihr nicht selber anfangen, Stühle umschieben, wenn ihr da irgendwie noch etwas anpassen wollt. Ist gut, wenn ihr das in Absprache macht mit Team. Genau, weil da hat es doch die ein oder andere Überlegung, die da reingeflossen ist. Aber hey, sind willkommen. Ich darf ansagen, am 26. Juni gibt es etwas Spezielles, nämlich die Ladies Lounge. Alle Ladies in der Haus, ich habe gehört, wir gehen Minigolfen. Das ist gut, he? Wer kommt mit? Super, hey cool, wir haben das paar, die mitkommen. Ich darf jetzt etwas mega Cooles machen, nämlich ich darf Danke sagen. Etwas, was wir immer wieder gehört haben und was immer wieder gesagt worden ist, hat etwas so getan. Hey, wow, ihr habt das so genial gemacht die letzten paar Wochen. Die Qualität von diesen Livestreams war ja genial gewesen. Es war wirklich super gewesen. Und weißt du was, es ist tatsächlich wirklich super gewesen. Und wir haben ein kleines Video für euch vorbereitet, wo ihr mal dürft hinter die Szene schauen, also behind the scenes, wo ihr mal könnt reinschauen, wie das dann aussieht oder was das bedeutet hat für das Team, das verantwortlich war für die Qualität von diesen Livestreams. Und ich darf nachher gerade nach dem Video darf ich mal alle Techniker, die involviert waren, nach vorne bitten. Das wird funktionieren, weil ich übernehme dann Technik. Das kommt gut. Genau, nein, das haben wir natürlich gut gelöst. Während dieser Zeit, wenn Techniker vorkommen, haben wir da eine Lösung. Genau. Wir möchten nämlich dem Team, das zuständig ist für die gute Qualität, möchten wir mal Danke sagen. Aber hey, schaut doch jetzt schnell mit mir zusammen das Video. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären.
Absolut, ja. Absolut. Also es gibt wirklich, falls man das jetzt im Livestream nicht so hört, da sind die Leute frenetisch am Klatschen. Ich hoffe, du hast daheim vor deinem Fernseher auch ein bisschen klatschen für die Leute, die so viel Aufwand und Energie und Mühe da drin reingesteckt haben. Und wir alle haben mega profitieren von ihrer Arbeit. Und darum haben wir gefunden, hey, wir möchten heute am Morgen, wenn wir wieder mal zusammen dürfen sein, diese Menschen auch gerade ehren und ihnen persönlich mal Danke sagen. Also in dem Sinne, ich kehre jetzt mal ganz frech der Kamera den Rücken zu, aber hey, ich möchte euch als Team so mega fest Danke sagen. Merci vielmals für den Aufwand, den ihr drin investiert habt. Es ist wirklich eine mega Frucht daraus entstanden und wir können gar nicht genug Danke sagen. Und etwas haben wir uns überlegt, wie wir euch Danke sagen können. Und zwar ist da, ich übergebe das an Josh, ein Gutschein drinnen, wo ihr als Team könnt auf Baden Escape Room geniessen und natürlich dann auch noch einen Essensgutschein, wo ihr noch miteinander dick könnt essen. Also einfach so, um einfach sagen, hey, eure Arbeit ist wirklich wertgeschätzt. Und wir wollen nicht, dass es einfach verloren geht, aber all dem, was ist. Euch sehen wir ja nie, gell? Ihr seid ja immer hinter der Kamera und ich bekomme immer so viele Leute, die mir Danke sagen. Und darum haben wir das jetzt so machen und euch mal Danke sagen für das, was ihr gemacht habt. Hey, gebt ihnen nochmal einen Applaus. Und ich darf schon Sabrina führen, bitte. So, schnell hinter der Kamera wieder, genau. Genau, ich darf jetzt dann gerade, genau, zurück an die Arbeit. Ich darf jetzt Sabrina willkommen heißen. Schön bist du da. Ich möchte noch beten für dich und deine Predigt und dann freuen wir uns auf das, was du uns heute Morgen darfst bringen. Jesus Christus, wir loben dich und wir preisen dich und wir danken dir von ganzem Herzen. Bist du der im Zentrum steht heute Morgen. Merci vielmals, tust du Sabrina jetzt selber mit deinem Geist, dass sie dein Wort auslegen und dass es einen Einfluss, einen Unterschied machen in unserem Leben. Merci vielmals, brauchst du uns jetzt und brauchst du jeden Menschen, der daheim jetzt am Zuschauen ist, am Zuhören ist, zum verändert werden von deinem Wort. Wir glauben, dass es lebendig ist und dass es Veränderung in uns bewirken kann. Im Namen Jesus Christus. Amen. 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 Auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Besucher in der Gemeinde. Ihr habt das heute genial gemacht. Danke, dass ihr rechtzeitig da gekommen und so schön, dass so viele Leute da sind. Und für diejenigen, die von daheim schauen, auch von unserer Übertragung tun, sind herzlich willkommen. So schön, dass sie auch da sind. Wenn du daheim bist und von daheim schaust, schön, dass wir wieder Gottesdienst miteinander online auch feiern können. Wie habt ihr die Sturm? Ich habe also das Wort oben, habe ich richtig gesagt? Gut. Wie habt ihr den Sturm gestern erlebt? Ist gut gesehen, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe gehört, es hätte noch schlimm sein können. Es ist schön, dass es regnet, aber ja. Ich bin einmal mit einer grossen Van von Tessin nach Baden fahren und unterwegs auf der Autobahn hat gestürmt. Und wenn ich sage gestürmt, es hat hagelt, es hat geregnet, es war dunkel gewesen, und ich habe nichts weiter als 1,5 Meter sehen. Also du hast überhaupt nichts gesehen. Zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich mit meinen beiden Händen auf der Wheel, auf das Steuerrad gefahren. Das erste Mal in meinem Leben, ich fahre nie so, ich fahre immer so. So locker. Und zwar auf der Autobahn mit 20. Und ich habe nur gehofft, dass ein anderes Auto vor mir ist, dass ich die roten Lichter von dem Auto sehe und ich weiss, wohin ich fahre. Aber habe ich niemals in meinem Leben so Angst gehabt, vor allem, weil ich nicht gesehen habe, was von mir ist. Ich konnte nicht auf der Seite gehen, weil die Wasser ist so hoch war auf der Autobahn, hatte ich Angst gehabt, mit den grossen Wagen, Van, auf das Wasser gehen. Und ich bin Iranerin. Das heisst, wir fahren interessant. Ja.
Und normalerweise, wir haben keine Angst. Ich fahre gerne in Italien, ich fahre gerne in andere Länder. Aber in diesem Moment hatte ich Angst. Und in diesem Moment habe ich angefangen zu beten. Und zwar meine letzte Gebet. Ich habe meinem Leben nochmal Jesus gegeben und habe ich nochmal Vergebung gebetet. Und irgendwann habe ich angefangen zu schreien. Und das ist das erste Mal in der Schweiz, dass ich das erlebt habe. Und nachher habe ich das oft erlebt in der Schweiz. Dass vor ein paar Minuten kommt ein mega starker Sturm und nachher geht weg. Das ist halt normal hier in der Schweiz. Das habe ich nie im Iran erlebt. Und ich habe gedacht, das kommt nie zu Ende. Und ich werde sterben auf der Autobahn. Aber ein paar Minuten später ist es gegangen. Ja. Heute das Thema geht genau um das. Es geht, wir haben die fünfte Wunderzeichen von Jesus. Wir sind immer noch in Johannes Evangelium, der Serie mehr als nur ein Wunder. Und wir schauen in der 5. Zeichen von dem Evangelium. Und das ist das, was Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Und wir schauen in den Sturm, dass die Jünger sich befinden haben. Bevor ich anfange, würde ich sagen, Sturm im Leben sind unvermeidlich. Ich glaube, jede Person, die da ist, hat einen Sturm in der Vergangenheit erlebt. Oder vielleicht bist du da und erlebst gerade einen Sturm in deinem Leben. Oder vielleicht stehst du gerade vor einem Sturm und weißt es noch nicht. Vielleicht hast du finanzielle Schwierigkeiten. Vielleicht kämpfst du mit Eheproblemen. Vielleicht hast du wenige Noten in der Schule. Oder vielleicht hast du emotionale Kämpfe. Bist ständig zornig und wut und weiss nicht wieso. Bist einfach nicht happy und niemand sieht das innerlich. Bist nicht zufrieden und niemand merkt, niemand weiss. Vielleicht bist du emotional erschöpft und magst nicht mehr weitergehen und weitermachen. Vielleicht dieses Mal, die Wellen sind grosser, als was du dich vorgestellt hast. Und der Sturm ist schlimmer, was du erwartet hast. Sturm im Leben sind unvermeidlich. Wir werden uns immer wieder leider in den Sturm finden. Wäre schön, wenn wir alles sonnig und schön auf dem Wasser sehen. Aber leider Leben ist nicht so. Und es ist, wir fangen an. Ich werde nicht nur heute in Johannes Evangelium schauen, sondern ich werde mit Matthäus und Johannes die Bibelgeschichte. Wir finden in Matthäus Kapitel 6, wir finden in Markus Kapitel 14 und wir finden das in Johannes Kapitel 6. Ich werde heute in Matthäus und Johannes miteinander schauen und miteinander auch vergleichen. Matthäus 6 steht geschrieben: Nun drängt Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen. Es ist so gewesen, dass Jesus hat 5000 Menschen oder eigentlich 10.000, 15.000 Menschen ernährt. Nach der Ernährung, nachdem dass sie alles gegessen, die wollten Jesus zum König machen. Bevor Jesus zum König wurde, er ist weggegangen, er ist auf den Berg gestiegen und beten. Und dazwischen hat seine Jünger gesagt: Jetzt steigt im Boot, geht auf die andere Seite von Ufer nach Bethsaida. Oder Johannes sagt Kapernaum, wo in der gleichen Linie ist. Und dann, unterwegs haben sie Sturm erlebt. Hey, nochmal, wenn du heute Sturm erlebst, die Message, die Nachricht ist für dich. Die Botschaft ist für dich, weil das heute werden wir lernen. Aber Gottes Liebe, Gottes Gegenwart, seine Schutz. Und was er macht, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Jesus hat ihnen gesagt: Steigt im Boot und geht. Und ich werde nachher zu euch kommen. Schaut mal, die haben das gemacht, was Jesus hat ihnen befohlen. Die haben genau das gemacht, was Jesus hat ihnen gesagt. Du kannst in Gottes Wille laufen. Du kannst das machen, was Gott dir sagt. Du kannst alles richtig machen. Jesus sagt dir etwas
und du bist gehorsam und du gehst unterwegs und du machst, was genau Jesus hat dir befohlen und trotzdem findest du dich in Sturm. Es ist immer gut, dass wir unser Herz prüfen. Es ist immer gut, dass wir schauen, hey, mache ich das richtig? Laufe ich wirklich in Gottes Wille? Ist das der richtige Ort, wo ich soll sein? Und manchmal die Antwort ist ja. Ja, ich habe das gemacht, was Jesus hat mir gesagt. Ja, ich bin in Gottes Wille. Ja, ich habe das richtig gemacht. Ja, ich bin im Gebet. Ja, ich halte die Gebote. Ja, ich kann Bibel lesen. Ja, ich habe alles richtig gemacht. Und trotzdem habe ich Mühe. Trotzdem bin ich in Not. Trotzdem habe ich Schwierigkeiten. Nur weil du in einer schwierigen Situation bist, nur weil du in Not bist, heisst nicht, dass du nicht in Gottes Wille bist. Es kann sein, dass du alles richtig machst und trotzdem bist du in Sturm. Der Johannes Kapitel 6 sagt uns, Vers 17, die stiegen im Boot, die gehen los und dann Vers 18, zudem kam ein starker Wind auf und das Wasser schlug hohe Wellen. Das Wort stark ist mega. Mega auf Griechisch. Wir wissen alles, was mega ist. Sehr stark. Es gab Leute auf dem Boot, die eigentlich Fischer waren. Es gab Leute auf dem Boot wie Peter, wie Andreas. Die haben das gewusst, die haben das erkannt. Und trotzdem haben die Angst gehabt. Das heisst, die Welle, das Wind ist mega stark gewesen. Und dann haben sie Angst bekommen. Johannes 16,33, da hat ihr nicht, sagt kurz, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Also Jesus sagt immer wieder, hey, Stürme sind unvermeidlich. Ihr werdet Schwierigkeiten erleben. Das ist ein Teil vom Leben. Auch wenn du mich dienst, kann das werden. Und vielleicht denkst du, okay, weißt du was, wenn ich Christ bin, wenn ich Gottes Wille mache und wenn ich alles richtig mache, wie Gott hat mir befohlen und trotzdem habe ich Mühe, trotzdem bin ich im Not, trotzdem habe ich Schwierigkeiten, dann wieso muss ich? Wach geschwind. Bevor du weiter denkst, lass mich dich etwas sagen. Wenn du im Gottes Wille bist, ja, wirst du Schwierigkeiten erleben, aber Gott bewahrt dich von so viel unnötige Probleme, so viel unnötige Schwierigkeiten, so viel unnötige Zeiten, dass du anderes nicht dich bewahren von dem. Das heisst, Gottes Weisheit hilft uns sehr. Wenn du nicht Christ wärst, findest du dich in noch mehr Not, in noch mehr blöde Sachen, dass du dich von dem sparen. Doch wenn wir in Gottes Wille laufen, Gott bewahrt uns von vieles. Und ab und zu, er erlaubt auch. Wieso? Schaut in Jakobus Kapitel 1, Vers 2, sagt, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude. Was? Ihr lacht alle. Yay. Wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Stell dich vor, gehst heim und dein Haus brennt. Schon Feuer. Und die Bibel sagt, hey, betrachte es als Freude. Stehst vor einem Haus, das brennt, sagst, Halleluja, mein Haus brennt. Ich bin so, hey, das macht nicht Sinn. Bibel, was sagst du da? Bist schwer krank. Niemand, kein Mensch in einem sauberen Gedanken wird krank und denkt, Halleluja, ich bin krank. Ich bin so happy, meine Kinder sind krank. So schön, wir haben kein Geld. Leben ist wunderbar. Wir haben finanzielle Probleme. Awesome. Niemand. Wer auf die Erde wird sich freuen? Aber die Bibel sagt das. Hey, betrachtet Grund zur Freude. Ja, wieso denn? Wieso soll ich das machen? Vers 3 und 4 sagt, ihr weißt doch, also, dass er durch solche Bewahrungsprobe fest und unschütterlich wird. Diese Standfähigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fällt. Hey, du weißt nicht, wie stark dein Glaube ist, bis du im Not bist.
Wenn du im normalen Leben bist, wenn alles gut läuft, wenn du eine schöne Familie hast, wenn alles schön ist, Kinder sind ruhig und du kannst dann schreien, mein Glaube ist stark, mein Vertrauen ist stark, meine Hoffnung ist stark, ich kann beten. Aber wenn du in schwierige Situationen kommst, erst dann wirst du merken, wie stark dein Glaube ist, wie fest deine Hoffnung ist, wie tief dein Vertrauen ist. Erst dann wirst du reifer. Jeder Christ, der da sitzt, oder wenn ihr schaut, der lange im Glauben ist, ihr weißt, und das kann ich euch bestätigen, Schwierigkeiten haben euren Glauben gefestigt. Darf ich euch einen Witz erzählen? Ist ein Pastor von einer Kirche, nicht unserer Kirche, hat ein Mitglied gehabt, das nicht ganz einfach war. Wir haben solche Mitglieder nicht bei unserer Kirche, Gott sei Dank. Aber dieses Mitglied in dieser Kirche, er hat sich beim alles beschwert und er ist täglich auf die Nerven von dem Pastor gegangen. Bis zu einem Punkt, dass der Pastor ihm auskicken von der Kirche und sagen, du kannst auch rausgehen, aber er hat nicht gesagt, weil Gott hat ihm gesagt, er soll warten und er soll vertrauen. Und das sind Jahre nach Jahren gegangen und der Mann hat sich nicht geändert, egal was der Pastor da gemacht hat. Und er hat täglich gebetet um Gottes Weisheit und Gottes Führung und dass Gott ihm leitet und ihm Liebe schenkt und ihm Vergebung schenkt und alles. Und irgendwann nach etwa 10 Jahren hat der Pastor genug gehabt. Er hat gesagt, so mehr kann ich nicht. Und er ist zum Gebet gegangen und gesagt, Gott, entweder nimmst du mich weg oder er weg. Aber so weiter mache ich nicht. Und Gott kommt und sagt, hey, benimm dich. Er geht nicht weg. Ja, wieso denn? Weil in diesen 10 Jahren, du hast viel mehr gebetet als sonst. Ich habe dich nie so oft auf deine Knie gesehen, in deinem ganzen Leben wie in diesen 10 Jahren. Er bleibt und du bleibst auf deine Knie. Manchmal Schwierigkeiten bringen uns auf die Knie. Ich glaube, wir sind Eisende. Wir beten mehr, wenn wir im Not sind. Ehrlich gesagt, leider. Ich wünsche mir, dass es anders wäre. Manchmal Schwierigkeiten machen uns näher bei Gott als sonst. Und diese Zeiten, unser Gebet wird häufiger, unser Glaube wird tiefer, unsere Hoffnung wird stärker. 2. Korinther 12 sagt, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheiten stolz sein. Wow. Denn nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und Vers 10 sagt, und so träge ich vor Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. In alles, was ich erlebe ihn. Hey, Paulus hat alles gemacht, was Gott hat ihm Auftrag gegeben. Er war in Gottes Wille gesehen und trotzdem, wir wissen alles, was er erlebt hat. Und da steht er und sagt, ich mache mir Freude, ich bin happy. Es ist schön, weil in alles, was ich erlebe ihn. Und das würde ich mit der Welt nicht ändern. In alles, was ich erlebe, gut oder schlecht, ich erlebe ihn. Ist das nicht schön? Also die Jünger sind im Sturm, die schreien, die haben stundenlang, der Bibel Johannes sagt uns, Vers 12, dass sie 6 Kilometer lang. Martin, du musst sagen, mit dem Rudern, wie lang ist 6 Kilometer? Es ist lang. Wie viele Stunden, mehr oder weniger? Kann ich sagen 4? Schaffen wir schnell. Okay, der Martin schafft das schneller. Aber es windet und es ist dunkel. Also, wir wissen, dass sie irgendwann am Abend angefangen haben. Sagen wir, zwischen 7 und 10 spätestens haben angefangen und um 4 Uhr am Morgen. Es ist immer noch Sturm. Und es ist immer noch dunkel. Und die befinden sich da nach vielen Stunden Rudern. Ihnen sind nass, es ist dunkel, es ist kalt, ihnen stinkt alles, die mögen nicht mehr. Und dann, die Bibel sagt uns,
in Matthäus 6, 47. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmuten, weil sie stärkeren Gegenwind hätten. Halleluja. Wenn du dich in einem Sturm befindest, ich weiß, Jesus, wo du bist. Das ist die erste Wunder. In dieser Geschichte, wir haben verschiedene Zeichen, verschiedene, nicht nur eine, dass Jesus auf Wasser läuft. Nein, wir haben verschiedene. Eine ist, Jesus hat sie gesehen. Die sind 6 Kilometer weit weg von Jesus. Es ist dunkel, es windet, es regnet und Jesus sieht sie. Er hat gute Augensicht. Er sieht sich. Schau, meine Geschwister, er sieht sie. Wenn du in Sturm bist, wenn du in Schwierigkeit bist, wenn du in Not bist, wenn du dich in einer Situation befindest, wo Wellen groß sind, er sieht dich. Er weiß es. Er weiß, wo du bist. Er weiß, was du dich fühlst. Er weiß, welche Situation, wo von Mühe du hast. Er weiß, was von Noten du hast. Er sieht dich. Er hat sie gesehen. Er hat das gewusst. Er hat sie gehört. Er hat genau gewusst, wo die sind, was sie erleben, wie sie sich fühlen, wie schlimm es ist. Er sieht dich. Du kannst nicht sagen, er sieht mich nicht. Vielleicht bist du da und sagst, ja, ich sehe all die anderen, aber er sieht dich. Seine Augen sehen dich in deiner Situation. Und nicht nur das, sondern es geht weiter. Matthäus 6, 48. Gegen das Ende der Nacht kam er zu ihnen, er ging auf dem See und es scheint, als wollte er an ihnen vorbeigehen. Kurz sagen, was heißt vorbeigehen? Es heißt nicht, cool, sehen die lustig aus. Hey, viel Spaß, ich habe etwas anderes gehen, gell? Good luck, people. Nein, das heißt nicht. Es heißt so, ich lade dich an und sage, hey, ich bin unterwegs, komme ich geschwind vorbei. Das heisst nicht, ich will von deiner Wohnung vorbeigehen. Ihr weißt, was ich meine. Ich will bei euch vorbeikommen. Hey, bist du heim? Ich komme vorbei. In dem Alten Testament, Moses hat Gott gefragt, hey, ich will dich sehen. Und Gott sagt, okay, ich komme vorbei. Elisha im Alten Testament sagt, Gott zeigt dich. Was sagt Gott? Okay, meine Herrlichkeit wird dich vorbeikommen. Das Vorbeikommen im Alten Testament heisst, du wirst mich begegnen. Ich werde vorbeikommen. Ich werde dich begegnen. Ich werde dich berühren. Ich komme vorbei. Wenn du in Sturm bist, Gott werde vorbeikommen. Meine Liebe, wenn du gerade jetzt in Sturm bist, wenn du gerade jetzt in Not bist, schau um. Wie Gott will vorbeikommen. Er wird. Das ist keine Frage dem. Er kommt dich besuchen. Das ist keine Frage dem. Er liebt das. Er will dich vorbeikommen. Er will bei dir vorbeikommen. Er will dich treffen in der Situation, wo du dich befindest. Es ist nicht einfach, ich komme vorbei, ich komme dich begegnen. Es ist eine Begegnung mit Gott. Ich gehe weiter. 3 Sachen müssen wir jetzt bei dem nächsten Text uns merken. Es ist notwendig, dass wir wissen, 3 Sachen nicht machen. Das wird lustig. Erstens, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. So, Jesus geht zu seinen Jüngern und dann sagt, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sehen, meinten sie, das ist ein Gespenstengeist und schreien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschrecke nicht, rief er, ich bin's, ich braucht euch nicht zu fürchten. Das Wort erschrecke nicht, auf Aramäisch heißt so, das wird lustig, riss dich zusammen. Tatsächlich. Benehme dich. Hey, hör auf, schreie. Riss dich zusammen. Ich mag mich erinnern, als mein Vater hat das oft gemacht mit uns. Wir wollten etwas probieren, mein Papa war da und mein Vater gewusst, er ist stark, er kann uns heben. Und als Kind, ich habe das nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, irgendwo gumpen oder etwas machen. Dann habe ich angefangen zu brüllen und schreien und mein Papa gesagt, komm, ich heb dich, ich bin da.
Und irgendwann hat er sich genervt und gesagt, hey, riss dich zusammen, ich bin da. Und ich habe nicht verstanden, wieso wird er hässig. Aber jetzt verstehe ich, weil er hat mich haben. Er hat gewusst, dass er mich haben kann. Er hat gewusst, dass er hat die Kraft. Er hat gewusst, es werde mir nichts passieren. Er hat es gewusst. Und er sagt, Herr, riss dich zusammen. Benimm dich. Hör auf schreien, hör auf brüllen, bin da. Ich weiß, wie oft in einer Situation wir befinden uns, wir fangen da Sachen zu überlegen, was, wenn das passiert und was, wenn, und ich bin einer von denen. Und ich überlege mir das Schlimmste, was passieren kann. Du hast eine schlechte Nachricht, du hast schlechte Noten, du hast nicht eine gute Prüfung gemacht und weißt nicht, wie es rauskommt, oder bei der Familie, du weißt nicht was. Und fängst an, alle möglichen Geschichten und Szenarios oder Filme in deinem Gehirn zu bauen und neue Szenarios zu schreiben. Ja, was, wenn das dann passiert und dann das kommt und dann, auch wenn es kommt. Sollst du jetzt dein Leben nicht bitte machen. Benimm dich, riss dich zusammen. Und dann sagt Jesus, ich bin. Jahwe, Ana, Hawa, ich bin. Ein Jude, der die Bibel geschrieben, im Alten Testament, also einer der Rabbis in Torah, Talmud geschrieben. Jedes Mal, dass sie ich bin Jehova schreiben, die müssen rausgehen, sich ritual waschen, reinkommen, aufschreiben, ich bin, rausgehen, sich wieder waschen, bei jedem ich bin. Auch wenn in einem Bibelvers zweimal ich bin ist, haben sie müssen das zweimal machen. Wieder rausgehen, sich waschen. Kommen ihnen die Reste raus. Wieso? Weil die haben so einen Respekt vor dem Wort. Weil das Wort heißt, ich war nicht, ich werde nicht, aber ich bin. Ich bin gegenwärtig. Ich bin allmächtig. Ich bin Präsenz. Ich habe alle Kraft in der Welt. Ich bin der König. Ich bin der Herr. Ich habe Autorität. Ich bin treuer Gott, der auf seinen Bund steht. Ich bin treuer Gott, der seine Verheißungen habt. Ich bin der starke Gott, der neben euch steht. Ich bin, risst euch zusammen. Ich bin, benehmt euch. Ich bin Gott mit dir, gerade jetzt in dieser Situation. Ich habe Autorität über das alles, was du erlebst. Ich bin der Herr über Krankheit. Ich bin der Herr über Schwachheit. Ich bin der Herr über Verfolgung. Ich bin der Herr, der Trost gibt. Ich bin der Herr, der dir Ruhe gibt. Ich bin, nimm dich zusammen. Riss dich zusammen. Hör auf brüllen, hör auf schreien, ich bin mit dir. Ich bin da, ich bin dein Gott. Ich bin dein Herr. Fürchte dich nicht. Wenn du weißt, was für ein Gott neben dir steht, wenn du weißt, wie viel er hat dich lieb, wenn du weißt, wie viel sorgt er sich um dich, wenn du weißt, wie viel du bist ihm wichtig. Was für Kraft, was für Identität, was für einen Charakter er hat. Wenn du weißt, wer neben dir steht, dass die Weisheit, die Knowledge, die Wissen, treibt alle Angst. Wenn du weißt, wer gerade neben dir steht. Ich bin der allmächtige, allwissende, powerful Gott, den wir haben, ist neben dir. Riss dich zusammen. Darf ich den Band oder das Team auf der Bühne haben? Schau, wieso haben sie auf das Wasser gehen? Vor ein paar Stunden voran, die Jünger von Jesus wollten sie ihm König machen zu Juden. Die haben versucht, Jesus König zu machen. Und er schaut sie an und denkt, okay, wollen die mich König machen? Haben die noch nicht verstanden, wer ich bin? Ich habe noch nicht verstanden. Geht auf Wasser und ich zeige euch, wer ich bin. Die gehen auf Wasser. Johannes 51. Er stieg zu ihnen im Boot und der Sturm legte sich da. Waren sie erst recht fassungslos, denn selbst nach dem Erlebnis mit dem Broten hätten sie noch nicht begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Die haben noch nicht begriffen, wer ist Jesus. Die haben versucht, ihn König zu machen, aber die haben noch nicht gewusst, wer er ist. Und so kommt er auf Wasser. Er kommt in die Schwierigkeiten. Er lässt uns ein paar Mal in die Schwierigkeiten hineingehen, damit wir erkennen können, wer er ist.
Er ist nicht König von Israel, nicht nur. Er ist ihr König. Er ist König über Natur. Er ist König über See. Er ist König über Wind. Er ist König über alle Naturgesetze. Er ist König über die Erde und Himmel. Er hat Autorität. Er braucht keinen Menschen, die ihn zum König machen. Er ist König. Und er geht zu ihnen und sagt, ich bin. Seht endlich, wer ich bin. Lernt, wer ich bin. Und meine Lieben, Gott will deine Noten begegnen. Gott will dich heilen, Gott will vermehren, Gott will Sachen vorbereiten, versorgen für dich. Aber mehr als nur die Noten zu begegnen, mehr als nur Sachen dir geben, er will dich begegnen. Er will, dass du lernst, wer er ist. Er will, dass du eine intime Beziehung mit ihm hast. Er will, dass du ihn kennenlernst auf eine neue Art. Jesus hat Wunder gemacht, er ist auf Berge gegangen, hat predigt, ist auf Wasser gegangen, hat sich da offenbart und dann kommt an der Ufer an, kommen die Leute wieder zu ihm mit ihren Noten. Und Jesus sagt nicht, ich bin müde. Sowieso, ich weiss nicht, wer ich bin. Ich mag nicht mehr. Nein, er hat nie gesagt. Er wird immer die Noten begegnen. Immer. Weil er ist ein compassionate Gott mit Mitleid. Aber er will, dass du weißt, wer er ist. Ich habe das oft gesagt und ich werde das nochmal sagen. Als mein Vater ist im Gefängnis war, als die Soldaten haben die Tür von dem Gefängnis geöffnet. Er hat Jesus in dem Gefängnis gesehen. Und er sagt, Jesus ist so gestanden auf dem beim Wand, ausgelehnt, mit seinen Händen so, und hat mich angeschaut. Und mein Papa ist reingegangen und mit Tränen im Auge hat Jesus gesehen und hat auch die gleichen Kleider wie Gefangener angehabt. Er hat ihm gefragt, Jesus, was machst du da? Und die Zimmer hat wirklich schlecht ausgesehen. Dreckig, Insekten und alles Mögliche. Und Jesus sagt, Viktor, ich bin schon lange da gewesen. Habe ich auf dich gewartet. Komm rein. Bist du nicht allein. 65 Tage sind zusammen gewesen. Die Erlebnis mit Gott hat meinen Vater geändert. Ich kann diesen Mann, meinen Vater, neu kennenlernen. Mit einem ganz anderen Verständnis von Gott. Ganz andere Vergebung. Mitleid von Menschen. Mein Vater ist ein anderer Mann. Weil er hat Jesus begegnet. Weil er hat Jesus gesehen. 65 Tage in Einzelhaftgefängnis. Wenn du in solcher Situation bist, du begegnest Jesus auf eine neue Art, auf eine neue Weise, auf ein neues, frisches Bild. Jesus ist da heute. Er geht durch die Reihe. Wenn du daheim bist, er ist gerade bei dir. Er ist bei dir. Und er sieht dich. Und er kommt vorbei. Er kommt heute Morgen vorbei. Und da sitzt du da und denkst, ich bin so lange in der Sturm und ich glaube nicht, dass er mich sieht. Doch, sieht er trotzdem. Und er kommt trotzdem. Und er will jetzt gerade bei dir vorbeikommen. Und er will gerade jetzt in der Reihe durchgehen. Bei dir daheim sein. Und dich treffen. Und sich dir offenbaren. Das will er, das macht er. Öffne deine Augen. Benehme dich. Riss dich zusammen. Dein Gott kommt heute vorbei. Du bist nicht allein in der Situation. Wir werden beten miteinander und werden wir nachher in einen Lobpreis hineinsteigen. Ich würde euch sagen, wir haben ein paar Gebetsteam da mit Distanz, wir können beten für euch. Du kannst auch zu mir kommen, wenn du Gebetwunsch ist. Ich hoffe, dass heute hat deinen Glauben stärker gemacht, dass du kannst festbleiben, nicht aufgeben, weil er kommt vorbei. Er weiß es, er sieht. Und du bist ihm wichtig, deine Not ist ihm wichtig. Lass uns miteinander beten. Jesus, danke, dass unsere Not, unsere Schwierigkeiten, unsere Bedrängnisse, unsere Herausforderungen sind dir nicht egal. Du nimmst sie persönlich.
unsere Schmerzen sind dir persönlich, sind deine Schmerzen. Das hast du in deinem Wort gesagt. Und danke, dass du mit uns Mitleid hast. Aber nicht nur das, sondern danke, dass du deine Identität, deine Charakter, deine Wesen uns immer neu offenbaren. Danke, dass wir heute dich kennenlernen. Danke, dass du heute vorbeikommst. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass wir heute dich erleben. Danke, dass du gegenwärtig bist, allmächtig, treu auf deine Verheißung, auf deine Worte. Ja, bitte ich heute, jeder, der unseren Livestream schaut, jeder, der hier in der Gemeinde ist, dass du jeder Person begegnest, auf eine neue Art und Weise. Dass unser Glaube stärker werden, tiefer werden. Dass wir für dich auf eine neue Art heute sehen und erkennen. Wir loben und preisen dich für das, was du machst. Amen.